des FC Bayern gegen unsere Gäste aus Heidenheim. Die darf die beiden Trainer Frank Schmidt und Vincent Kompany begrüßen. Wie immer jeweils um ein Statement zu Beginn bitten. Bitte schön, Frank. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Erstmal Glückwunsch, Vincent, nochmal und FC Bayern zum Sieg heute. Ich fange vielleicht mal so an. Ich bin vorhin in einem Interview gefragt worden, was ich meiner Mannschaft sage zu 86% Ballbesitz in der ersten Halbzeit für die Bayern. Aber davor kam die Frage, dass das Spiel ja noch bis zum Schluss theoretisch hätte unentschieden ausgehen können. Und das beantwortet dann die Frage auch. Wir haben heute einen anderen Ansatz gewählt, mit einer anderen Aufstellung, mit einer anderen Taktik, nach vielen Gegentoren, vor allen Dingen ja, zu Beginn in der ersten Halbzeit gut zu stehen. Das ist uns bis auf ein paar Situationen gut gelungen. Deswegen ärgert mich das auch, dass das einzige Tor in der ersten Halbzeit nach einem Eckball fällt. Wenn der FC Bayern einer seiner 4, 5 Chancen in der ersten Halbzeit spielerisch oder wo sie rausgespielt haben, nutzt, dann müssen wir das hinnehmen. Aber am Ende war es eine Standard und wir waren groß aufgestellt. Guter Block bei den Bayern, das darf nicht passieren. Und habe der Mannschaft auch gesagt, es steht eben 1-0 zur Halbzeit und nicht 2 oder 3, wo eine Vorentscheidung da ist, sondern mit diesem Ergebnis, egal was vorher war, hast du alle Möglichkeiten. Im Fußball geht es manchmal verrückt zu, was mitzunehmen. Erster Fehler von Bayern und sofort machen wir den Ausgleich. Was uns dann nicht passieren darf, dass wir 6 Minuten später dann halt gleich das 2-1 bekommen. Ich glaube, das erste Mal Ballverlust, Zentrum auf, schnelles Spiel, Musiala macht das 2-1, dann noch das 3-1, aber was dann für die Mannschaft spricht, dass wir mit unserem zweiten Torschuss dann das zweite Tor machen. Also in der Offensive waren wir zumindest heute sehr effektiv. Und dann das Gleiche wieder wie nach oder vor dem 2-1. Es geht eben noch 5, 6 Minuten plus Nachspielzeit. Und dann, ja, diese Dynamik, diese Emotionen, die man dann in so einer Phase noch mal reinbringen könnte, haben wir es nicht geschafft, verlieren den Ball, laufen noch mal einen Konter rein, verlieren das Spiel 4-2. Am Ende natürlich ein verdienter Sieg, aber ich bleibe dabei. Es war die richtige Entscheidung heute wirklich auch anders gegen unsere Gewohnheiten einen anderen Ansatz zu wählen, defensiver zu spielen, auch weniger nach vorne dann zwangsläufig zu haben. Aber das war für mich heute die einzige Chance, was mitzunehmen mit ganz, ganz viel Glück. Passiert was Verrücktes nach dem 3-2, aber gerade sind wir nicht in der Phase, wo diese verrückten Dinge passieren. Darauf müssen wir weiter hinarbeiten. Alles Gute für die nächsten Wochen und die nächsten Spiele. Euch. Vielen Dank. War alles drin. Also erstmal entmuten, war, ist ja schon wieder frech. Also erstmal nochmal Servus an dieser Stelle, Leute. Wir kommen natürlich zu PK hier. Ja, was ich gesagt habe, kann man das Heidenheim vorwerfen, dass sie so, oder ich mach mal eben. Danke, Winnie, dann deine Gedanken. Dass sie so gespielt haben, wie sie gespielt haben, ich denke nicht. Ja, wenn die aus so einer Negativserie kommen, hat ihnen das geholfen? Wenn man den Spielverlauf anschaut, ja, einfach weil wir die Chancen nicht genutzt haben. Ja, wir haben auch aus dem Spiel heraus genug Chancen erspielt, auch genug sehr, sehr gute Chancen, die muss man halt einfach dann mal machen. Ja, wenn man das nicht macht, Grüße gehen raus an Divoy zum Beispiel, ja, dann bist du irgendwann dazu gezwungen, dass du mit so einer Eckenvariante das Tor machst. Das haben wir dann auch geschafft. Ja, das war wichtig für uns und richtig. Ja, und dann ist es so, wie er es beschrieben hat. Ja. Das muss man sagen. Wir hatten heute dann auch das Spielglück mit dem Tor von Leon Goretzka noch. Das muss man auch sagen. Dass du dann natürlich gleich wieder im Gegenzug das 3-2 kriegst. Das ist natürlich auch eine Farce irgendwo, aber gut. Ich denke, unsere Mannschaft ist auch einfach ein bisschen müde. Mental wie körperlich. Und von daher ist es dann fein. Ja? Also wie gesagt, wenn man die erste Halbzeit sieht, 86% Ballbesitz, XG-Wert für Heidenheim 0. Da müssen wir nicht darüber reden, dass das nicht irgendwie verdient gewesen wäre. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich, oder da gerade Kompany, sehr, sehr wilde Aufstellung getroffen mit dem einen oder anderen Spieler. Ja. Aber gut, der Erfolg gibt ihm recht, war. Am Ende sind es 3 Punkte, 4-2. Also haben wir keine Argumente auf unserer Seite. Ne? So, I mean, for me it was clear. Um das rund zu machen, gerade was Leroy Sané betrifft, mit Leistungsprinzip hat das auch nichts zu tun, leider. Ne? We started this week obviously with a very tough schedule, played 70 minutes with 10 men against Leverkusen, so you know, this was always for us a dangerous game for many reasons. So I thought the first half was really good for my team, and
And I thought the counter pressing was really good. I think the possession was fluid, and we created the chances that we thought would give us an advantage. And then after that, I have to recognize, obviously, set pieces. It's always good for us to score in the corner. But then I think the second half, although we stayed calm when we conceded, and this is also an important fact, we stay calm, we score another goal. I have to say that in the second half, the last 15-20 minutes, I would agree with my colleague that, of course, the feeling for Heidenheim is totally justified, that they are still in the game. Das ist er aber schuld. Ja, das muss man mal ganz klar sagen, dass er das schuld ist. Er hat einen Pavlovic ausgewechselt und einen Leon Goretzka dafür reingebracht, wodurch unser Spiel durch die Mitte völlig zum Erliegen kam. Und er lässt einen Leroy Sané auf dem Feld, wechselt ihn auf die andere Seite und nimmt einen Michael Olise raus. Und wundert sich dann, wie er jetzt da gerade labert, dass wir kein Spiel nach vorne mehr hatten. Wir hatten es nicht mehr. Ja, wir hatten da noch eine Kontergelegenheit. Ja, dadurch haben wir die Tore gemacht. Ja, Wunder muss man sich da nicht, oder? But I can't take away the fact that we created a lot of chances. It was a tough week for us. In the end, we scored 4 goals. Ja, ist ja alles richtig, was er sagt. Es war eine anstrengende Woche, bla, Sülz, wir haben 4 Tore geschossen, wir haben 4:2 gewonnen. Alles gut, es gibt keine Argumente. Ja, er hat mit allem recht, was er sagt. Alles ist fein. Nichtsdestotrotz muss man die Sachen auch mal ansprechen dürfen. Na? Weil das hätte heute auch mit ein bisschen Pech anders laufen können. Zum Glück hatten wir kein Pech, alles ist gut, alles ist fein. Aber das muss man sich dann mal gefallen lassen, wenn man da heute halt über 80 Minuten auch nur zu 10 spielt, wenn du die Leroy mal ausrechnest. Ja? And as much as we always want perfection, I think today for us was still a very, very, very good day. And looking at the results as well in the league, I think it was a positive day for us. But I've said it before. Hallo, ich dachte, wir gucken nicht auf die Tabelle oder auf andere Ergebnisse. As well, I want to congratulate my colleague as well on the work they've done for so many years. I think he's heard it so many times now, but I say it from the heart because I understand absolutely what it takes to come here to Bayern and with Heidenheim and have a chance to fight till the end. Es ist nicht selbstverständlich. Schön. Vielen Dank. Dann die eine oder andere Frage bitte. Klaus Bergmann beginnt für die dpa. Herr Kompany, Sie haben gestern von... Ich würde mir jetzt echt mal von irgendjemandem, der da gerade rumhockt, einfach mal die Frage hören wollen, warum durfte ein Leroy Sané durchspielen und ein Michael Olise wurde ausgewechselt? Das würde mich einfach nur mal interessieren. Da würde ich gerne mal eine Begründung hören. Aber nein, das wäre ja wieder zu kritisch. Das darfst du wahrscheinlich hier nicht stellen. Als um Jamal Musiala und die Abhängigkeit des FC Bayern von ihm ging, haben Sie den Vergleich gesagt, große Spieler wie Ronaldo, wie Messi. Hat er gut zugehört gestern? Wollte er Ihnen das nochmal beweisen, dass Ihre Worte richtig waren? Und die zweite Frage vielleicht zu Ihrem Standardtrainer. Wie viel Zeit investieren Sie eigentlich insgesamt in diese Sachen? Das hat ja heute nicht zum ersten Mal funktioniert mit Upamecano. Ja, wir haben natürlich mit Giacomo und Aaron Danks 2 Standardtrainer, die sehr, sehr viel richtig machen natürlich. Aber ich muss sagen, wir haben nicht viel Zeit auf dem Platz, wir haben viele Spiele. Das heißt, dass die Arbeit oft in die Meetings passiert und dass die Spieler das umsetzen können, ist auch eine Qualität, ist auch ein Talent. Ich habe in der Vergangenheit viele gute Ideen gehabt, aber du musst den Ball erstmal gut legen und dann musst du ihm reinköpfen und das ist auch ein Talent. Und das haben die Spieler natürlich. Ja. Und zu Jamal? Ja, Jamal, ich wollte... Ich versuchte rauszurutschen natürlich. Nein, was ich dazu sagen kann, Jamal hat natürlich diese unglaubliche Qualität. Ich will einfach nicht, dass nur die Fokus auf die Zahlen liegt, obwohl ich das natürlich schätze und dass es wichtig ist für uns, weil er einfach nicht nur mit seinen Toren, aber auch in sein Spiel insgesamt sehr, sehr viel bedeutet für uns. Und, aber er trifft im Moment, das ist natürlich wichtig. Was man nicht vergessen darf, ist, dass auch 2 andere getroffen haben. Ich verstehe, dass Sie sagen, die Abhängigkeit, aber Upamecano hat heute auch ein Tor getroffen und Leon Goretzka. Das heißt, insgesamt teilen wir uns die Tore und wir haben natürlich 2, 3 Spiele, die, wenn die heiß drauf sind, auch viele Tore individuell schießen können. Auf der rechten Seite Florian Eisele für die Augsburger Allgemeine.
Ja, Herr Kompany, eine Frage bezüglich der morgen anstehenden Jahreshauptversammlung. Wie wichtig war der Sieg für die gute Stimmung auf der JHV und mit welchen Erwartungen gehen Sie in diese Veranstaltung? Ja, ich war noch nie in einer Hauptversammlung. Das ist auch sehr deutsch, oder? Das gibt es nicht in... Ja. Also ich habe es noch nie erlebt, ich weiß nicht, wie das ist. Nur, was sehr, sehr deutlich ist bei uns, ist, dass die Fans natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und dass das deswegen auch wichtige Momente sind für uns. Ich kann leider nicht dabei sein, weil wir haben Vorbereitung von unserem Spiel 2 Tage später und wir haben dann Training. Rechts daneben, Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Ja, ich weiß auch nicht, was ein Trainer bei der Jahreshauptversammlung zu suchen hat. Sag ich euch, wie es ist. Und was soll er da auch? Ja, ich meine, man kann sich da dann wieder neben Uli hinsetzen, wie es ein Tuchel letztes Mal getan hat. Das ist ein Tagesgeschäft und ein Trainer ist kein Vereinsfunktionär, der da irgendwie da hocken muss. Ne? Wenn ein Trainer Zeit und Langeweile hat, kann er sich natürlich dahin hocken, um das mal zu erleben, aber alles ist gut, wenn er nicht da ist. Hallo, Frage an Vincent Kompany. Sie sagen zwar ganz richtig, dass auch 2 andere Spieler Tore gemacht haben, aber Jamal Musiala hat zum wiederholten Mal ein Spiel entschieden, das zwischenzeitlich richtig schwierig wurde. Haben Sie den Eindruck, dass die Mannschaft aktuell ohne Jamal nicht so richtig kann, einfach einen wahnsinnigen Leistungsabfall hat, dass da sehr viel fehlt ohne ihn? Ja, ich finde die Frage ganz negativ. Ja. Wenn man schaut auf die Möglichkeiten, die wir hatten, können wir auch früher das Tor schießen. Ja, wenn nicht ein Leroy Sané auf dem Feld gestanden wäre, sondern jemand anders in diesen Situationen gewesen wäre, hätten wir vielleicht ein Tor geschossen vorher. Ja? Haben wir aber nicht. Und von daher ist man aktuell abhängig von einem Jamal Musiala. Ja, aber das ist doch auch nicht schlimm. Ne? Dafür hat man diesen Spieler doch mit dieser Qualität. Genauso wie man Harry Kane hat mit seinen 20 Toren. Natürlich ist man auch von einem Harry Kane abhängig. Ja, es wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre. Das würde ja bedeuten, wir brauchen diese Spieler gar nicht. Ja, natürlich sind wir von diesen guten Spielern abhängig, gerade in der Offensive. Ja, das steht doch außer Frage. Ja, ich verstehe diese ganze Diskussion darum nicht. Ja, diskutiere doch lieber über einen Leroy Sané, ja, der eine Katastrophenleistung gezeigt hat. Diskutiere über einen Thomas Müller, der nicht zugegen war. Diskutiere über einen Rafael Guerrero. Ja, fairerweise nicht seine Posi. Alles gut, ja. Aber diskutiere doch über sowas. Diskutiere doch nicht darüber, ob Musiala wichtig für diese Mannschaft ist und ob das gut oder schlecht ist. Ja, also Vincent Kompany hat die Beispiele schon gebracht. Jede Mannschaft hat große Spieler. Nimm bei Manchester City Erling Haaland raus, ja. So. Und so kannst du die Mannschaften durchgehen. Also, das ist Schwachsinn. Nur Jamal hat getroffen und die anderen nicht. Das ist die Wahrheit von diesem Spiel. Es geht nicht darum, dass wir keine Chance hatten, keine Möglichkeiten hatten. Aber nochmals, wir teilen uns die Tore insgesamt. Upa hat getroffen, Goretzka hat getroffen und wir haben Olise auch schon mit vielen Toren und natürlich Harry Kane. Ich kann diese Geschichte nicht, wie sagt man das, I can't agree with the story. I understand how you look at it, but I can't agree with the story because my feeling is that we are dangerous. My feeling is that we are creating chances. My feeling is that if it's not one player, it's other players in the team who can score. But okay, if it's a phase for the other players, it's just a matter of time before they get the goals as well. I have no doubt. Dann die letzte Frage vielleicht für den Sportinformationsdienst, ja. Glückwunsch zum Sieg. Ich würde gerne nochmal auf die Flügelspieler zu sprechen kommen. Sie haben Olise gerade genannt. Halleluja! Ja. Bekommen wir jetzt mal eine kritische Frage für Leroy Sané, bitte? Danke. Er hat getroffen am Anfang der Saison. Jetzt hat man das Gefühl, es fällt ein bisschen ab bei ihm. Allgemein gesprochen. Das fühle ich halt gar nicht. Da muss ich auch nochmal ein Statement zu bringen. Ja. Ich habe das auch gelesen. Ich kann mir das gar nicht erklären. Also entweder habe ich einen komplett verkehrten Blick auf diesen Spieler. Das kann ja sein. Ja. Nehme ich da ja nicht raus. Wie kann man denn jetzt über Michael diskutieren? Er ist für mich immer noch der stärkste aller 4 Flügelspieler. Ja? Ich habe jetzt keine Statistik parat, müsste ich erst suchen, aber ich würde fast behaupten, er wird auch die meisten Torbeteiligungen haben. Ja?
Hat gegen Dortmund das Tor vorbereitet, hat heute ein Tor vorbereitet. Über was reden wir? Ja? Also, die Diskussion verstehe ich gar nicht. Man sieht jedes Mal, wenn er nicht auf dem Feld ist, dass wir über die rechte Seite einen Leistungsabfall haben. Also, keine Ahnung. Die Diskussion geht an mir völlig vorbei. Aber da werden wir auch mal schön Montag im Streamer drauf reingehen, weil dann werden wir uns auch mal ein paar Daten angucken. Das soll ja nicht das Problemchen sein. Und dann können wir das mal live auf Twitch ein bisschen diskutieren. Auch über die anderen, sind Sie zufrieden mit Ihren Flügelspielern im Moment? Oder weil Sie gerade auch über die Zahlen gesprochen haben, müssten da ein bisschen mehr Zahlen kommen im Moment? Danke. Yeah, I said for 2 weeks that I thought we had world-class wingers, so I cannot change my statement now after 2 weeks. Again, you know, I don't know, how many goals did we score this season? 60? Something like this. So we scored 4, we won. I'm really happy with that. And I'll go home full of confidence that we can score again in the next games. Okay, danke. Vielen Dank. Schönen Hauseweg, schönes Wochenende. Wie gesagt, ich persönlich hätte mir mal eine kritische Nachfrage zu Lios Leistung gewünscht. Das hätte mich mal interessiert, wie er das sieht. Aber da er 90 Minuten durchspielen durfte, denke ich, kann man da auch interpretieren, wie er das sieht. Ja. Dass wir jetzt generell darüber reden müssen, ich weiß nicht, warum man jetzt Michael Olise da irgendwie jetzt eine Krise einreden will. Geht in meinen Schädel nicht rein. Aber wie gesagt, da werden wir mal am Montag im Stream ein bisschen drüber quatschen. Leute, ich wünsche euch ein super duper Wochenende. 4:2 gewonnen. Chaka läuft für uns. Alles andere ist Meckern auf hohem Niveau. Allerdings muss man die Sachen auch ansprechen, wenn man das so empfindet. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.